Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Prison Break, Bioshock 2 auf Pelzig. So, da wollen wir mal. Sicherheitsalarm deaktiviert. Schließung aufgehoben. Sicherheitsbüro wird vorübergehend abgeriegelt. Natürlich wird es das. Oh, da kommen ein paar Alpha-Serie Hanseln. Sinclair starb als Held der Familie Oh Rochester. Gott. War er ein Freund für dich oder nur ein Werkzeug? Begreifst du überhaupt den Unterschied? Und Eleanor, du hast dich für Subject Delta entschieden und gegen deine Mutter, gegen dein Volk, gegen die Verpflichtung, die in deiner Geburt lag. Jesus, erleid. Wie du willst. Du glaubst, dieses Schiff wird Delta in Sicherheit bringen. Du bist wie ein verzogenes Kind mit einem neuen Spielzeug. Ich habe keine andere Wahl, als es dir wegzunehmen. Die kennt aber auch Schließung Freunde. aufgehoben. Alle So. Zellenblöcke entriegelt. Alle Schotten offen. Glenn scheint sich überhaupt... Oh Hey. nein. Mutter ist auf das Rettungsboot aufmerksam geworden, Vater. Wir müssen dorthin. Ups. Schnell. Ja, jetzt habe ich mal schönes Audiokommentar vom Gefängnisdirektor leider irgendwie mitkriegt. So. Aber so wie gesagt, ich würde mal an der Stelle von Sophia Lamb jetzt nicht so rumtönen, weil ohne Scheiß, sie kennt auch keine Freunde, wenn ich mal sage. So. Jetzt ist Nuckelzeit. Boah, Vampir. So. Na dann gehen wir mal lieber wieder fort, bevor die Psychiaterin noch drauf aufmerksam wird. Oh, wir müssen anscheinend da lang. Eleanor, bitte ein bisschen Platz. Oder müssen wir doch da lang? Oder doch nicht? Oder hier? Oder doch? Ich weiß es nicht. Na, okay. Na dann. Ohne hässliche Überraschungen, bitte. Weg von meinem Vater. Ist sehr nett von dir. Na, ich kümmere mich auch noch ein bisschen drum. So. So. Oh, das macht ja richtig viel Schade. Also diese Alpha-Serie Knabe sind nicht gerade besonders stark. Vor allem nicht, wenn man sie mit dem Bohrer attackiert. So, weiter geht's, weiter geht's. Jeder Augenblick reißt Eleanor weiter von mir fort. Halt doch mal die Schlappschnut. Bald wird diese Vaterbesessenheit ihr Ende bedeuten. Mir bleibt nichts mehr. Bevor du stirbst, werde ich dir alles nehmen, was dir lieb und teuer ist. Alter. Sinclair ist nur eine weitere Leiche, die deinen Weg pflastert. Und die schickt hier alle die ganze Zeit in den Tod und redet hier von Familie und sie macht alles nur für andere Leute. Also, die ist ja auch nicht mehr ganz knusperende Patron. Na gut. Schickt mir vor allem sich von deiner Alpha-Serie Leute in den Weg. Mein ehemaliger Kollege. Ich glaub's hackt. Und dann hat diese Kuh echt noch... Hat die wirklich noch die Respektlosigkeit, Dodofu zu sprechen, dass sie hier für Leute handeln würde, obwohl sie alle in den Tod geschickt hat? Alles Pleißer. Naja. Also ich denke, im Leiche-Wegpflastern sind wir beide ganz gut. Eleanor? Ah ja, da ist er. Und jetzt so hochgesprungen? Nö, ich glaube, das kann sie nicht. Okay. Sie wird schon hinterherkommen. So. Ja, also diese Lamp, die geht mir überhaupt nicht rein. Das ist echt eine sehr scheinheilige und engstirnige Person. Okay. Das hatte ich befürchtet. Sie hat die Ballastkompressoren gesprengt, Vater. Jetzt sind wir zu schwer für einen Start. Außer... Achtung! Lass mich Ballastbehältnis nachdenken. ist gefüllt. Reservoir muss vor dem Ablegen entleert werden. Ich denke, ich kann das Wasser verdampfen, damit das U-Boot aufsteigen kann. Aber so viel Hitze kann ich nicht allein generieren. Wir sollten uns von den restlichen Little Sisters helfen lassen. Wir nehmen sie mit. Schnell zu den Kinderstationen. Okay. Ist Tennenbaum hier auch irgendwo? Achtung! Ballastbehältnis Okay, ist gefüllt. Therapietrakt. Reservoir muss... Du hast ein Mehrfachziel. Drücke Touchpad und geh zum Reiter Ziel, um alle Abschnitte des Ziels zu sehen und zum aktiven zu wechseln. Der Pfeil und die Karte werden nicht zu deinem vor dem aktiven Ziel Ablegen führen. entleert werden.
Naja, derzeit habe ich ja einen Pfeil, der mich wohin führt. So. Nehmen wir auch noch mit. Nehmen wir mal dort hier. Ey. Ich lasse nicht zu, dass ihr mir noch einmal meinen Vater nimmt. Halt durch! Therapie. Gibt's Barbecue? Da hätten wir für später noch einen Verbandskaster. Versandröhre ist leider nichts Interessantes mehr drin. Hier auch nicht. Und du glaube ich auch nicht so wirklich, oder? Doch. Ein bisschen Vitamine im Akteschrank und ein paar geheime Dollar. Obwohl mein Portemonnaie gerade voll ist. Oh Mann. Ich mag sowas nicht. Dies ist keine Predigt. Ich werde euch keine Offenbarung anbieten. Alles, was ich euch sage, wisst ihr bereits. Yes, das allein ist das eine Gretel hinter der Heck. Die absolut Ultra-Gretel. So. Mutters Leute fangen an, die Sprengladungen zu zünden. Nennen wir sie mal Uns bleibt Leute. nicht mehr viel Zeit. Nennen wir die Freaks mal Leute. Sind wir mal so nett, ja. Nennen wir sie mal nicht Sklave oder schreckliche Mutante oder sonst irgendwas. Wrong Turn. Hauptdarsteller. So, du Leute. Du auch noch, du Leute. So. Dann hacken wir jetzt einfach mal. So. Dir nix. So. Gut. Da komme ich noch nicht durch. Ey. Dämlicher Hut. Houdini-Splicer nenne ich jetzt mal. Ja. Alter. Ganz episch hier mit dem Zitterbild gestorben. Ein bisschen Frischwasser kann nie schaden. Eine Dose Früchte verzwischendurch. Hübsche Bilder. Das macht Spaß. Über erschossene Rehe bis hin zu ersaufende Menschen und Psychoärzte, alles dabei. Bei meinem schlechten Gedächtnis muss ich eine Eselsbrücke aufnehmen, damit ich den Code nicht vergesse. Braune Beine, rote Münder, blaue Arme, grüne Augen. So, jetzt an ein sicheres Plätzchen damit. Alter. Okay, ja, genau. So sieht's aus und nicht anders. Haben wir denn noch mal irgendwo? Haben wir denn noch irgendwo hier mit dabei? Okay, ja, Na toll. Klasse. Also das hat mir jetzt leider nichts gebracht. Breite Münder. Alter, Psycho. Ne, das sagt mir leider nichts. Das kann ich jetzt nicht mit Zahlen in Kombination bringen. Ah, wer wäre dann hier so... Oh, das ist die Intensivtherapie. Da findet dann die Stromtherapie statt. Herzlichen Glückwunsch. Oh, hier ist nichts mehr. Alter Falter. Eine einfache Frage. Norman? Wo bin ich? Norman? Was zum Teufel habt ihr mit meiner Frau gemacht? Norman? Lassen Sie mich aus diesem Stau! Norman? Ja, das sag ich auch immer. Norman? Jede Wahl so zu treffen, als müsse die Welt die Folgen tragen. Jedes Leben und jeder Tod für das Allgemeinwohl. Ist die wieder ein dummes Zeug babbelt. Die imperative Selektion und lachte dabei. Ohne Die kann echt in ihr Fresse halten, die Frau. So. Die muss hier bis zum Schluss ihr Scheiße bauen. Das ist unglaublich. Dass die nicht einmal die Gosch halten kann, die Frau. Wenn hier einer die ganze Zeit in Dauerschleife babbelt, dann bin ich das. Das ist auch hier mein Job als Let's Player. So. Hat du noch irgendwas? Oh, nett. Man denkt dabei immer gleich an den Himmel auf Erden. Doch das Wort bedeutet sowohl guter Ort als auch kein Ort.
Ein Ideal also. Wir sind fast bei der Kinderstation. Ich schätze, wir werden uns den Weg freikämpfen müssen. Das wäre nichts Neues. Hallo, du freundlicher Verrückter. Ständig dazu getrieben, mehr zu wollen. Endlich aus Outlast befreit. Du könntest du nämlich auch gut reinpassen, mein Lieber. Es ist die größte Ironie der Menschheit, dass uns genau das Streben nach Utopia davon abgehalten hat. Gott erleiht. Ist das eine wahnsinnige Kuh? Utopia, der Kollektiv, Familie. Hallo Mutter. Wie du immer gesagt hast, in meinem Zustand sollte ich nicht in der Stadt herumlaufen. Aber wenn man nicht rausgeht, erfährt man nichts von der Welt. Also lerne ich zu Hause. Das ist, glaube ich, ein Porzellan-Teeservice im Stil von Ludwig XV., richtig? Ein faszinierendes Geräusch. Und das hier nennt man ein Buntglasfenster, handgearbeitet von deinen Bewunderern. Sie haben sich viel Mühe gegeben, damit es dir ähnlich sieht, nicht wahr? Sehr schön. Ah, mir gefällt die Claire immer mehr. Mir gefällt sie echt immer mehr. So, nett. Fein habt das hier. Was gibt's erstmal Gutes noch? Nix. Achso, ich habe den blauen Bereich gar nicht erreicht. Okay. Dann machen wir das so. Panzerbrechend holen wir uns auf jeden Fall noch ein bisschen was. Man weiß ja nie, falls immer so ein großer Baba kommt. Ein bisschen Kaffee ist nie verkehrt. Kinderstation. Okay. Oh, gehe ich lieber raus. So. Hier in so einem Zimmer. Nett. Ganz bezaubernd hier. Auf jeden Fall. Okay. Also Lamp hat hier bestimmt als Psychiaterin sehr viel Spaß gehabt und sehr viele Dienste geleistet. So. Noch eine Alpha-Serie, wenn ich ja... Bist, gib mir ein Signal. Drück den Rufknopf an dem Fenster dort. Dann gehe ich weiter. Aller hopp. Upp. Zurück in den Schatten mit dir. Alter, geht's noch? Hey. Die haben auch eigentlich alle ziemlich Pech beim Denker, oder? Oh, da ist noch einer. So, der gehört jetzt erstmal mir. Oh, schade. Das war immer schön daneben. Blöde Houdini-Spleißer. Ach, du aber. So. Zwischenzeitlich noch vereist. Ah, da ist noch einer. Na, Mist. So dämliche Houdini-Spleißer. Noch ein Blut-Spleißer. Dann kommst du nochmal her. Du lustiger Brute Splicer. So. Für den gab es anscheinend nichts mehr zu lernen. Okay, für dich habe ich auch noch was. So. So wird das mit euch gemacht. Okay. Alter, was für Musik. Okay, gib Eleanor das Signal aus der therapeutischen Kinderstation. Naja, ob das so therapeutisch ist, ich weiß ja nicht. Fallniete können wir nicht gebrauchen, die Niete auch nicht. So, Verbandskaste können wir auf jeden Fall gebrauchen. Haben wir gleich. Der erste Mal. Okay, daneben kann ich gar nicht hier. Na, Allah. Gut, dann nehmen wir mit. Und dann geben wir mal das Zeichen. So, da war er. Okay. Ich wecke die Kinder auf. Sie sind kräftiger, als sie denken. Mit ihrer Hilfe sollte ich das Wasser verdampfen können, damit wir alle hier wegkommen. Sau gut. Nur weiter, Vater.
Ich befreie sie so schnell ich kann. So wie du es mir gezeigt hast. Hey, sehr schön. Ausgezeichnet. Ja, wenn die alle das abfackeln, Plasmid haben, sollte das eigentlich nicht so das Problem sein. Du rettest sie nicht, Delta. Egal wie Cool, rein 50 deine Adam Absichten gibt's auch auch noch. sein mögen. Die Erdoberfläche ist nicht das Paradies, sondern das Verderben. Alter. Es ist mir lieber, sie ertrinken. Boah, Mann. Psychotussi. Was lernen wir dort raus? Man geht nicht zum Psychiater. Beziehungsweise wir gehen nicht zu einer Psychiaterin. Hör zu, Vater. Du wolltest vielleicht keine Tochter haben. Aber Liebe ist nur ein chemischer Prozess. Eine Bedeutung erlangt sie nur, indem wir uns entscheiden. Ich will verdammt sein, wenn ich zulasse, dass Mutter dich mir noch einmal wegnimmt. Okay. Ist ja auch in Ordnung. Das Plasmid, Vater. Wenn ich sie jetzt als Zeig mir Tochter einfach habe. wo und ich helfe dir. Na, dann komm mal her. So. Okay. mich von meinen Schwestern fernzuhalten. Und wie gesagt, ich finde es jetzt auch nicht schlimm, dass ich die als Schwester habe, als Tochter habe. So, Botsch, du kommst auch mit. Ich mag Eleanor eigentlich ganz gern. Ich bin auch vor allem froh, dass sich nicht herausgestellt hat, dass sie die Ultra-Psychotante ist, die nur ihre Mutter benutzt hat. Das hätte mich jetzt echt sehr verstört. Ey. Los. Gewitterputzer. So. Der ist aber noch irgendwo hier, dieser Das war die eklige nächste Typ. Sprengladung. Wir müssen weiter. Wenn das Gebäude abstürzt, sind wir alle tot. Ja, das habe ich schon kapiert. Schick dir eine Karte Oh. vom Strand. Nett, Eleanor. Oh, wer du hässlicher Forre. Oh, da ist noch einer. Okay. Hab's kapiert. Gut, das Ding gehört jetzt uns. Dann wird er ab zum... Ah, machen wir mal die Harpune auch wieder. Die kann's auch gut gebrauchen. So. Ganz recht. Wir stehen auf derselben Seite. Und jetzt? Ah, da ist er. Ui, da ist er aber ganz schön weit gerannt. Dies ist keine Predigt. Oh, halt Ich die werde euch keine Schlappschnut, du. Mist. Alles, was ich euch sage, Vor lauter Wut. Wir müssen es trotzdem schnell hacken, dann hört nämlich der Alarm auch auf. Okay. Gut, da ist Eleanor. Dann erstmal nochmal durchgucken. Ja, genau, das ist dann hier. Noch ein bisschen Schrot. Und so kleine Büros sind auch nie verkehrt zum Plündern. So. Wobei ich schon ziemlich viel Limits erreicht habe. Alter. So. Wo komme ich denn nicht durch? Eleanor sollte das ganze Genie Raptures in sich vereinen. Himmel, Als Herrgott. erste lebende Utopistin. Halt doch mal die Sie sollte Schnut. der ganzen Welt dienen, ohne eigene Interessen. Das habe ich schon alles gehört. Zwingt man einem solchen Wesen ein Bewusstsein auf, kappt man ihm die Flügel. Das war dein Geschenk an sie, Delta, genau wie sie gehofft hatte. Es ist Du gewesen. musst stolz auf dich sein. Alter, es ist gewesen. Es ist ein Mensch und es ist vor allem ihr Tochter. Und die zu so einer abartigen Kreatur machen zu wollen, das ist pervers. Delta war heute in Topform. Die Wärter wollten ihn zwingen, eine weitere Dosis von irgendeinem Zeug zu schlucken, womit sie ihn vollpumpen. Aber er hat alle 4 auf einmal fertig gemacht. Hat ihnen sämtliche Arme und Beine gebrochen. Sehr schön. Alles war voll Blut. Einer von denen wird wahrscheinlich nicht mehr. Ich wünschte, ich könnte so frei sein. Das ist gut. Das klingt doch nicht schlecht. Die Musik ist ja auch geil. Okay, die ganze Spinner lasse ich jetzt mal in Ruhe. Wenn die mir nichts machen, mache ich ihnen nichts. Ist nie schon hässlich genug. Und außerdem haben sie keine Waffe. Wie gesagt, solange die mich nicht angreifen, mache ich ihnen auch nichts. So, da gehe ich jetzt doch durch.
durchhalten, Vater. Nicht aufgeben jetzt. Habe ich nicht vor. Noch ein bisschen panzerbrechend. Wach auf! Warum wachst du nicht auf? Okay, das scheint bei einer hier zu sein. Hab schon gedacht, einer von unserer angeblich tote Freunde dahin wäre aufgewacht. Okay. Gut. Wir sind aber eigentlich auch jetzt wieder am Ende von unserer Zeit. Ich werde nicht noch einen Patienten verlieren. Ich brauche Hilfe ja, hier. warum auch nicht? So. Komm her. Die sind eigentlich recht gut hier, die Dinger. Sehr schön. Dann würde ich nämlich sagen, dass ich hier meinen Cut mache und wir sehen uns dann mal wieder zu Let's Play Bioshock 2 auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee.